Ein Festessen für Josef seine Brüder. Wo Josef berichtet worden ist, dass seine Brüder wirklich zurückgekommen seien und den Benjamin mitgebracht haben, hat er sich fest gefreut. Er hat dem Hausverwalter befohlen, ein grosses Festessen vorzubereiten. Dann hat er Diener geschickt, Brüder in den Palast zu holen. «Was will er echt von uns?» fragte Juda ängstlich. «Vielleicht wollen sie uns verhaften und wir müssen alle da bleiben und werden Sklaven», hat der Ruben gemeint. Beim Hauseingang haben sie den Hausverwalter auf die Seite gezogen und gesagt: «Uns ist etwas ganz Unangenehmes passiert. Wir sind schon mal da gsi und haben Korn gekauft. Wir haben alles gezahlt, aber wo wir die Säcke aufgemacht haben, ist das Geld zuoberst drin gelegen. Wir sind ehrliche Leute, wir wissen auch nicht, wie das Geld wieder in die Säcke gekommen ist.» Der Verwalter hat sie beruhigt. «Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr müsst auch keine Angst haben.» Dann hat er sie in den Speissaal geführt, wo ein festlicher Tisch deckt war. Wo der Josef hineingekommen ist, haben sich all seine Brüder vor ihm verneigt. Dann haben sie ihm Geschenke gegeben, wo sie aus der Heimat mitgebracht haben. Der Josef hat sie freundlich begrüßt und nach dem Vater gefragt. Als er seine Brüder, den Benjamin, gesehen hat, ist ihm gerade das Augenwasser gekommen und fast wären Tränen über seine Backen gekugelt. Er ist kurz in ein Nebenzimmer. Er wollte nicht wollen, dass jemand seine Tränen sieht. Dann ist das Essen gekommen. An 3 Tischen ist serviert worden. Einer für die Brüder und einer für den Josef und einer für die übrigen Ägypter. Ägypter und Hebräer haben eben nicht miteinander am gleichen Tisch essen. So sind die Vorschriften zu selber Zeit. Die Brüder waren ein bisschen erstaunt, dass sie in der Reihenfolge von ihrem Alter am Tisch gesessen sind. «Woher weiss denn der Hausherr, wie alt wir sind?» haben sie sich gewundert. Der Benjamin hat die besten Sachen bekommen. Sie haben gegessen und getrunken und sie haben sogar im Palast übernachten. Warum ist der mächtig wichtige Mann so freundlich zu ihnen?